Diese Alpakas haben eine wichtige Aufgabe. Sie sind Erntehelfer. Denn ihre speziellen Vorlieben beim Fressen haben ihre Besitzer und 2 Freunde auf eine Idee gebracht. Dann sind wir zufällig abends mal auf der Alpaka-Koppel hier gelaufen und haben gemerkt, die Alpakas fressen alles außer Thymian und Oregano müsste das sein, das lassen sie stehen. Und ja, perfekt, dann blüht er, wir können das hier abschneiden, der wächst dann wieder nach und die Alpakas helfen uns dabei, den zu finden. Also es ist richtig cool. Mit dem Thymian haben Florian Jans, Julian Vorndran und Sebastian Schrenk etwas Besonderes vor. Wenn man aus so einem kleinen Döndorf wie Ginnovs kommt, ist man natürlich sehr naturverbunden. Hier war schon immer Landwirtschaft groß. Kühe, Schafe, Ziegen, alles. Und da ist man natürlich als kleiner Junge schon mit dem Opa raus. Hat Wiesen gemäht, hat Kräuter dann auch kennengelernt. Es ist eigentlich für jeden präsent sowas. Kräuter sammeln, sich damit auskennen, die Flora und Fauna kennenlernen. Deswegen sind dann zum Beispiel auch die Kinder dabei. Ein paar Geheimtipps muss man denen einfach persönlich mit auf den Weg geben. So wie wir es von den Großeltern mitgenommen haben, so geben wir es jetzt auch weiter. Die Unterfranken kennen sich seit ihrer Kindheit in Ginolfs. Der Ortsname und der Thymian waren die Inspiration für Gin aus Ginolfs, eine Hommage an ihre Heimat. Ich glaube noch die Orange. Ketchup. Ketchup ist auch süß, aber man kennt das aus der Küche, da nimmt man hauptsächlich die Blätter. Das ist sehr gut zum Fleisch und zum Steak. Aber theoretisch auch die Blüte kann man essen. Wie schmeckt's? Sehr gut. Frisch, blumig. Sie sind hier geboren und aufgewachsen. Ihr 350 Einwohnerdorf wollen sie gegen nichts auf der Welt eintauschen. Die Ginolfer sprudeln vor Ideen und zeigen immer wieder, wie lebenswert das Land ist. Eine blanke Idee an sich ist ja nichts wert eigentlich, sondern nur wenn man es danach dann wirklich macht, dann ist es halt auch gut. Vor 4 Jahren haben Flo und sein Bruder ihre Jobs bei einem Automobilzulieferer gekündigt und sich die Alpakas zugelegt. Ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber wie schön kann es denn sein, wenn man sich überlegt, was kann ich meiner Heimat bieten? Die Rhön ist cool, vielseitig und lebenswert. Dieses Bild vermitteln sie erfolgreich. In den sozialen Medien sind sie inzwischen richtige Heimat-Influencer. Wir haben ungefähr 50.000 Follower. Kommt daher, dass wir uns meistens authentisch zeigen und auch mal das ein oder andere Spaßvideo machen. Maggi hat mal so ein Bier mit dem Fuß irgendwie aufgemacht. Das hatte fast 4 Millionen Aufrufe und ging durch die ganze Welt hier aus der Rhön. Richtig cool. Today I zeig you how to open a beer with another beer. You only have to hold this bottle under this Kronkorken and then you have to put the Haxen upwards and then it makes plop. Prost! Zurück zur neuesten Idee. Für den Ginolfer Gin kooperieren sie mit der lokalen Brennerei von Ingrid Bold und ihrem Mann. Wenn du die Augen zumachst, riecht es wie Urlaub in Italien. Einfach der mediterrane Duft, du hast sofort Urlaubsfeeling. Deswegen die weiße Tischdecke, ne? Jetzt ist beim Aroma einfach relevant die Blüten. Und jetzt einfach so da rein, oder? Einfach so da rein und also die Gräsle kommen raus. Die frischen Blüten sind aromatischer als getrocknet. Sie geben dem Gin eine besondere Note. Dass man sagt, ich gehe jetzt selber raus und ich sammle den direkt bei mir vor Ort und habe einen Rohstoff, der direkt aus der Heimat kommt, das ist schon untypisch. Jedes kleinste Plättchen kommt mit. Die feine Auslese wird gewogen und mit klarem Alkohol vermengt. Julian und Florian beobachten mit Spannung jeden Schritt. 4 Wochen muss der Thymian jetzt ziehen, bevor weitere Gewürze hinzukommen und gebrannt werden kann. Es ist tatsächlich wie ein Baby. Man sieht, wie es aufwächst, wie es einfach entsteht von der Thymian-Ernte bis hin zur Abfüllung der Flasche, bis zum Bekleben vom Etikett. Den Gin soll es vor allem auf lokalen Festen in Ginolfs geben. Die 4 haben sich auf dem Etikett verewigt. Sie wollen ihrem kleinen Dorf etwas zurückgeben. Rund 450 Flaschen ergibt die Sommerernte. Am liebsten genießen die 4 den guten Tropfen auf der Weide. Ein Träumchen. Einfach nur ein Träumchen. Ohne die Alpakas hätten die Männer den Thymian vielleicht nie entdeckt. Ein Glücksfall also.
Jetzt können Sie Ihre Heimat auch hochprozentig genießen. Genolfs. Ein Ort, der nicht mit Wein oder Bier auftrumpfen kann, ab jetzt aber mit Gin.